Jo, herzlich willkommen. Das ist jetzt falsch, also wir sind nicht auf unserem Kanal. Sorry. Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Swissinfo. Hier auf Ask Switzerland. Salut zusammen, ich bin der Lionel hier auf Ask Switzerland. Sie hat ja gemerkt, dass du nicht der Lionel bist, also der lieber Band bist, weil es dort nicht so gut. Okay. Schreibt in die Kommentare, ob ihr habt gemerkt, dass ich nicht der Lionel bin. Jetzt geben wir es zu, wir sind nicht der Lionel, wir sind zwei Berner vom Kanal Hipster noch. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ich habe auf ein Video vom Lionel geklickt. Ich wollte Lionel, wir sind heute nur eine Vertretung, das ist einmalig. Also der Lionel ist schon bald wieder zurück. Aber er hat momentan Maturprüfungen und das ist ein wahnsinniger Stress, viel Lehren, viel Üben, viel... Was ist der Unterschied zwischen Lehren und Üben? Wir wünschen dem Lionel auf jeden Fall viel Glück bis ihrer Matur. Wir wissen, du schaffst es und schon bald ist er wieder da. Jetzt müsst ihr aber zuerst mal mit uns klarkommen. Wir kennen uns zwar nicht so aus mit der Swissinfo, aber wir geben auch unser Bestes, die Folge gut zu meistern. Und dann würde ich sagen, ab dafür. Fangen wir gerade an mit dem ersten Thema hier in der Swissinfo. Und das ist etwas nicht so Lustiges. Es geht um einen Gorilla im Zoo von Cincinnati. Das ist auch hier in der Schweiz gross besprochen worden. Ein Kind ist mit seinen Eltern in den Zoo von Cincinnati gegangen, ist zum Affenkeg. Dort haben sie einen Gorilla gesehen. Und dann ist das Tragische passiert. Die Eltern haben das kleine Kind einfach in das Keg reingefallen. Und das ist dann dort von einem Primat angegriffen worden. Das Tier ist sofort auf das Kind losgelaufen, aber der Affe hat nur ein bisschen mit dem Kind gespielt eigentlich, also er hat nichts Böses vorgehabt. 10 Minuten etwa ist es so gegangen und dann ist das Sondereinsatzteam gekommen und hat den Gorilla erschossen. Der Zoowärter hat daraufhin in einem Interview gesagt, es sei die richtige Entscheidung gewesen, das Gorilla-Männchen abzuschiessen, weil es das Leben des Kindes bedroht. Jetzt kommen natürlich die riesigen Diskussionen, was ist jetzt da wichtiger? Das Leben von dem Kind, also dass man den Gorilla abschießt, oder sind da die Eltern schuld und dass das Kind ist runtergefallen und hätte man den Gorilla vielleicht nur betäuben können. Das allerdings, sagt der Zoowärter, wäre nicht gut gegangen, weil das Kind wäre weiterhin in Lebensgefahr gewesen, da die Betäubungsspritze nicht sofort einsetzt. Ganz viele Leute sagen jetzt, die Eltern haben gut auf das Kind aufgepasst. Es ist ermittelt worden. Der Zoo hat auch gebeten, die Zeugen sich zu äußern. Bis jetzt ist aber noch kein Schuldiger gefunden worden. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Kritiker zu diesem Thema. Ganz viele sagen, das ist ungerecht gehandelt worden. Man sollte nicht ein Tier, das vom Aussterben bedroht ist, einfach so erschießen wegen einem kleinen Kind. Jetzt sind ganz viele Petitionen gestartet. Was? Galaxy TV? Was Galaxy TV? Wie sagt man das? Petition. Petition? Petition. Bist du sicher? Petition. Also in diesem Fall. Es sind ganz viele Petitionen gestartet worden für das Tier. Inzwischen haben schon mehrere Petitionen 90'000 Unterschriften erreicht. Was sagt ihr dazu? Uns nimmt es wahnsinnig Wunder. Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Das Video, wie das Kind in den Zoo fällt, falls ihr das schauen wollt, könnt ihr entweder auf YouTube eingehen oder vielleicht verlinkt es nach der Lionel Lunger Infobox. Jetzt kommen wir zu etwas sehr Spannendem. Wenn ihr Fan von den Olympischen Spielen seid, Swiss Olympics sind bemüht, dass sie die Olympiade für 2026 in die Schweiz bringen können. Jetzt seid ihr natürlich gespannt zu hören, wo die Olympischen Winterspiele stattfinden sollen. An der Kandidatur ist die ganze Westschweiz beteiligt. Über Genf, Freiburg, bis Jura, bis Bern, bis Neuenburg. Das wird aber nicht die einzige Kandidatur aus der Schweiz sein, nämlich weil Zwatt und Wallis sich zusammenschließen und zusammen auch kandidieren. Bis jetzt sind die Olympischen Winterspiele einfach 2 Mal in der Schweiz gewesen. Ich finde es cool, wenn wir wenigstens mal in 10 Jahren wieder die Olympischen Winterspiele in der Schweiz haben könnten. Es hat viele Vorteile, wie zum Beispiel, dass Touristen in die Schweiz kommen würden, um die Olympischen Winterspiele zu schauen. Money. Es ist aber noch nicht bestimmt. Zuerst wird mal geschaut, ob die Städte überhaupt fähig sind. Und dann muss auch noch besprochen werden, wo die Host City wird sein, welches Dorf das wäre. Schreibt, ob es euch gefallen wenn die Olympischen Winterspiele 2026 in der Schweiz wären und wo das gerne würdet haben. Was ihr sicher habt mitbekommen ist, dass der Gotthard-Basistunnel, das Riesenprojekt, ist eröffnet worden. Am 1. Juni war es so wie es hat eine riesige Eröffnungsfeier gegeben. Es war ein wahnsinniges Volksfest.
Es ist jetzt etwa 17 Jahre her, als sie angefangen haben, den Tunnel zu bauen. Es war ein riesiges Projekt, das wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Das Projekt hat im Gesamten 12,2 Milliarden Franken gekostet. Milliarden! Man hat mit 6,7 Milliarden Franken gerechnet. Man ist mit 12,2 damit leicht darüber ausgegangen. Das ist einfach das Doppelte. Da müssen wir überlegen, wie viel Geld das ist. Wir haben hier nicht mit einem 5 Lieber zu tun, wir haben hier mit Milliarden. Der Gotthard-Basistunnel geht vom Kanton Uri bis in den Kanton Tessin. Er ist mit 57 km der längste Tunnel von ganz Europa und der drittlängste der ganzen Welt. Am tiefsten Ort fährt der Zug 2300 Meter unter dem Berg durch. Und auch das ist ein Weltrekord. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was hätte das gebracht? Wieso das ganze Geld? Die Fahrzeit tut sich sehr gross verkürzen. Ihr spart jetzt zum Beispiel, wenn ihr von Zürich ins Tessin wollt, spart ihr 1 Stunde Fahrzeit. Man ist aber auch viel schneller in Mailand oder allgemein in Italien. Was sagt ihr zu dem Tunnel? Findet ihr es gut und es hat sich gelohnt, dass man so viel Geld für das ausgegeben hat? Oder denkt ihr, das ist totale Geldverschwendung? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Da ja gleich die EM startet, ist die ganze Schweiz in EM-Laune von jedem Ecke, überall in der Stadt werden Fanartikel von der Schweiz angeschossen. Wie zum Beispiel die Brille. Hier hat sogar ein Schweizer Kreuz drauf. Das Eröffnungsspiel Frankreich-Rumänien ist am 10. Juni. Die Schweiz hat ihr erstes Spiel gegen Albanien einen Tag später, also am 11. Juni. Freut ihr euch auch so auf die EM wie alle anderen Leute und Jetzt war es das schon wieder mit der Swissinfo. Schreibt uns in die Kommentare, ob wir eine gute Vertretung waren. Checkt bei allen Social Media vorbei vom Lionel, ich weiß gar nicht wie er heisst, auch Ask Switzerland, Instagram, Twitter, Facebook. Uns würde es so freuen, wenn ihr bei uns vorbeischaut. Einfach Hipsterknock oben im Suchfeld Hipsterknock HIPSTRKNOGGYZ. Und wenn ihr keinen Bock habt auf uns, dann tut uns nicht abonniert aber den Lionel, der macht gute Videos. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche, schönen Abend, schönes Wochenende, schöne Ostern, schöne... Warte, jetzt kommt richtig Ding. Jetzt kommt noch das Wichtigste. Jetzt kommt's wichtig. Tschüss! Tschüss! Tschüss!